so schlimm. Ich meine, unsere Welt, ja, die Umwelt ist im Arsch, brennen jetzt überall, Leute sind an der Macht, die schon längst wegkehrten und jetzt zu allem Überfluss ruft unser Münchner Bürgermeister ein Alkoholverbot aus. In München. Ich meine, in der Stadt, in der es üblicher ist zu trinken auf öffentlichen Plätzen als arbeiten zu gehen. Das ist ein Wahnsinn. Und ich verstehe das nicht. Ich meine, ja, diese großen Ansammlungen auf irgendwelche Plätze, der Gärtnerplatz. Ich meine, das hätte man noch anders regeln können. Dieser Sommer in der Stadt, ich meine, Herr Reiter hätten es doch einfach irgendwelche mittelmäßigen, halbschaligen Künstler auftreten lassen. Ich war schon auftreten. Ja, ich war jeden Abend dort. Hätte ich auftreten können. Und ich meine, ich habe ja gesehen, was da los ist. So viel waren bei mir sicher nicht gekommen. Da war das gleich kriegen gewesen. Aber nein. Ich meine, ich habe mir das wirklich angeschaut, jeden Abend, wie viele Leute das da kommen, ja. Und ob sie Abstand halten. Hab's nicht. Ist halt im Laufe des Abends nicht besser geworden, weil ich war meistens bis zum Schluss dort. Bis dann die Polizei zu 7 abstandslos auf mich zugekommen ist, anstandslos. Also, ja. Und gesagt haben, ich muss jetzt auch heimgehen. Dann bin ich halt anstandslos, also abstandslos. Es war sowieso nichts mehr los, ich bin halt heimgegangen. Und jetzt geht's weiter. Alkoholverbot auf der Wiesn. 54 Hektar Münchner Fläche, weitere Fläche, auf der man keinen Alkohol trinken darf. Das ist ein Wahnsinn. Ich meine, ich weiß schon, man darf nicht jammern. Und deswegen habe ich mir was überlegt. Ich habe mein Hygienekonzept jetzt bei der Stadt eingereicht, wie man das machen kann auf der Wiesn. Jetzt schauen wir mal, was passiert, was der Herr Reiter sagt. Das soll folgendermaßen ausschauen. Also, die Blasmusik spielt bei der Bavaria um. Oder besser nur auf der Bavaria um. Das sind auch nochmal 18 Meter, weil die Blasmusiker brauchen ja viel Abstand zu den Gästen. Das wird dann wohl reicher. Und wir stehen alle unter der Bavaria. Also nebeneinander mit 1,5 Meter Abstand. Jeder Haushalt. In einer Reihe. Jeder bringt 4 Kästen Bier mit und was er sonst noch trinkt. Und diese 4 Kästen Bier, die stellt ihr dann also vor euch auf, in einer Reihe, der längs noch. Das sind dann auch nochmal 1,60 Meter. Und nach diesen 4 Kästen stehen dann die nächsten. Und so geht es da hier. Die Durstigeren müssen halt nah an der Bavaria stehen. Und dann geht's los. Dann trinkt jeder eine halbe die halbe, also ein Viertel Maß oder, ja, sagen wir ehrlich, ein Drittel Wiesenmaß. Und dann zieht man um die 4 Kästen weiter 4. Und so bewegen wir uns dann einmal über die Wiesn drüber. Muss man natürlich regeln, weil es trinkt ja nicht jeder gleich schnell. Das heißt, wir haben eine Reihe Oberpfälzer, Niederbayern, Oberbayern, Schwaben, Franken. Und dann geht es weiter. Also wieder Oberpfalz, Oberbayern, Niederbayern, der Rest. Hat den Vorteil, weil die dringen schneller wie die, somit tun sie da auch noch mal ein bisschen mehr Abstand zwischen denen dann auf. Und ich habe mir das ausgerechnet. Die Wiesn ist ja bis zu 1 Kilometer lang. Das heißt, da passen 625 Haushalte nebeneinander, trotz Abstand. Über die Wiesn drüber sind es dann bis zu 170 halbe Bier. Und wer das wieder erwarten nicht ganz schafft, für den müssen wir halt dann nur so Notausgänge einrichten. Das heißt, dann müssen wir halt ein paar weniger Haushalte nebeneinander stehen, dann sagen wir 600 Haushalte nebeneinander. Und dann auf der anderen Seite steht dann die Polizei und der Rettungsdienst schon bereit. Die laufen halt quasi so direkt in die Arme rein. Also das ist nur das weitere praktischer Fall ist, bis du quasi die Blasmusik nicht mehr hörst, singst du schon selber. Wunderbar. Und jetzt die Notausstiege, da habe ich mir auch was überlegt. Gell? Da
damit die Leute dann an die Notausstiege gleich aufgesammelt werden können, kommt jetzt die Feuerwehr ins Spiel. Das ist der Clou. Die Feuerwehrler, die saufen nämlich von uns, von der Bavaria aus, sich mit durch. In der Reihe von die Oberpfälzer, weil da geht's am schnellsten. Und die glauben dann die anderen Leute auf. Also wenn du das hochrechnest, haben da gleichzeitig auf der Wiesn, trotz Abstand, 208.500 Haushalte gleichzeitig Platz zum Saufen. Ich meine, man muss das wirtschaftlich sehen. Wir können da sogar noch ein paar Preise lernen. Ja? Also Brauereien sind schon ziemlich am Start. Muss man nachfragen, vielleicht liefern sie auch. So, jetzt warten wir nur noch auf die Antwort vom Reiter. Herr Reiter, ich zähle auf Sie. Weil das Letzte, was ich von einem Münchner Bürgermeister